Guten Abend zusammen. Es ist jetzt zwar 2, 3 Minuten später, aber ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall sind wir am Start. Ich hatte eben noch so ein paar Termine. Dann bin ich heimgekommen, musste noch technischer Support leisten. Und deswegen ist es ein paar Minuten später jetzt zwar, aber ich denke, ist noch alles im grünen Bereich. Jo, wir sind beim letzten Mal hier vor, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet hier heißt, die Untiefen oder so, glaube ich. Da sind wir stehen geblieben und da machen wir jetzt auch weiter. Es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert beim letzten Mal, dass so die Sollbruchstellen so ein bisschen die Gargoyles sind, weil die sind eigentlich nicht wirklich schwer, aber sind dann halt schon nervig irgendwie, keine Ahnung. Also die muss ich auf jeden Fall, bevor wir jetzt den eigentlichen Run machen, noch ein bisschen übe und ausprobiere und teste. Und jetzt wäre quasi der nächste Punkt die, ich glaube, Untiefen heißt das. Vielleicht sollte man mal reingehen und gucke, ob das dann wirklich die Untiefen sind. Mal Finsterwurz, Drachenbrücke, Finsterwurz, Schandstadt. Ich glaube, da habe ich gar keine extra Rubrik gemacht. Zumindest. War falsch eingerückt. Wir gehen mal rein und dann gucken wir mal, was da steht, wie der ganze Bums hier heißt. Schon direkt ein bisschen Krach machen, dass die Gegner wissen, dass wir kommen. Stark. Bis jetzt läuft's noch. So kann es weitergehen. Seele-Päckchen sind natürlich immer sehr beliebt. Wenn ich mich richtig erinnere, war hier unten einer, genau. Die Fackeltype hier wäre echt fast so ein bisschen die Überlegung, ob man die nicht wow. Nein! Mir wäre es ganz recht, wenn er diesen Tisch kaputt machen wird. Das läuft gerade nicht, so wie ich mir das vorstelle. So, jetzt können wir uns hier nämlich ein bisschen bewegen. Kavum! Kavum! Gibt der Punkte? Das wäre cool. Wie heißt das? Untiefen. Depth. Butcher Ant. 3 Punkte sind am Start. Gehen wir davon aus, dass das so knüllig war. So, und das ohne. Ah, da war auch Hundelies. Komm her, komm. Trau dich.
Komm, Gezabberhabber. So, hier war aber noch irgendwas komisch. Entweder noch ein Hund. Jo, da hinten ist noch ein Hund. Ist noch irgendwo was außer der Hund? Ich sehe jetzt aktuell nichts, ne? Ist halt schon ein bisschen dunkel hier, wenn ich ehrlich bin. Sehr gut. Das hier ist, würde ich sagen, keine Mimik. Große Glut, das ist gut. Die brauchen wir. Zum Aufleveln von unserem Schwert auf plus 10. Allerdings... Das hat ohne Warach irgendwie Hunde, ne? Kriegen wir den irgendwie ein bisschen überredet, hier hochzukommen? Stimmt, oder? Jo. Ja, der cleverste Hund ist ja nicht, ne? Allerdings haben wir das Claymore noch gar nicht. Und habt ihr schon mal einen Hund so quasi Sidestep-mäßig zur Seite springen sehen? Ich, wenn ich ehrlich bin, noch nicht. Gibt es ähnliche Bücher, wenn es über mich bleibt, oder? Jetzt hier hoch. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, war hier rechts auch noch so Batscher. Oder auch nicht. So schnell hat man quasi 6 Punkte mehr in Summe. Wenn es hier nicht so dunkel wäre, ne? Dann wäre es deutlich heller. Abgeschlossen. Nicht abgeschlossen. Wo geht's in die andere Richtung dann? You. Yes, you. Please, you must help me. I would have been a sucker without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. I'm Louis, yes. Oh. Oh, well. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wie war denn das? Den eine Knillstor am Feuerbandschrein, den haben wir runtergekickt, ne? Warte, das hier war doch so ganz komisch, wo die irgendwie an der Decke hängt schon, ne? So. Wenn wir, wie weit der da herkommt. Ich sehe jetzt nicht so viel. Hör auf! Wo kam der dann jetzt her?
So, erst noch ein bisschen eine Oppe gucken. Man sieht halt nichts, ne? Echt düster hier. War das schon immer so dunkel hier? Ach guck mal, der ist aber nah. Wie waren das? Sind die auch irgendwie auf die Haltbarkeit vom Schwertgang? Oder wie war das? Sieht man die Haltbarkeit vom Schwert irgendwo im Status oder so? Gegenstand Status umschalten. Ja, das bringt mir alle so Haufen nichts, ne? Hier geht die ganze Zeit das Status umschalten auf R. Jetzt gibt es noch mal Status umschalten und Anzeige umschalten. Robustheit 318 von 360. Naja, so richtig gut ist es nicht mehr, ne? Wie sieht es jetzt aus? 316, ja, das geht dann schon schnell bergab irgendwie. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Haben wir hier auf jeden Fall nur ein Leuchtfeuer am Start. Ja, wir gucken jetzt mal in unser Dokument rein. Durcharbeit, erste Nebelwand, kein Boss. Okay, an der ersten Nebelwand sind wir ja noch gar nicht. Frage ist, ob ich so die Dinge jetzt hier noch machen. Stark. Hat sich schon richtig gut gelohnt. Diese war hässlich. Hier sind leider überall Blokadestäbchen für meine Pfeile. Gerade Sie, komm her.
Das kann ich den ganzen Tag machen. So ähnlich war die Aussage vom Captain America doch. Ich würde hier quasi dazu tendiere zu sagen, die restliche 2 Ratte müsste eigentlich auch so hinbekommen. Vor allem wenn sie abhaue. Großaxt brauchen wir nicht. Stark. So. Ha! Hast du gedacht, dummes Rotzvieh. Das riecht so ein bisschen nur Fall, weil das Ding jetzt so runtergehüpft ist, ne? So, Arsch. Ich komme bestimmt nicht da runter, wenn nur 50.000 Ratte sind. Insel Memorone. Okay, das sind immer noch 2 Ratte. Hier drin ist recht nicht. Kameradeschlüssel. Was das auch immer aufmachen mag. So war das hier irgendwie, wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo aus Versehen einfach runterfällt. So, durch stand die erste Nebelwand ist kein Bossgegner. Der Bossgegner kommt, glaube ich, erst da drinnen. Ne, super, wo habe ich jetzt noch Fett drauf? Gehen wir also erstmal dahin. So, das war hier nichts nochmal gebaut. Ja, das Vieh kann natürlich drüber gehen, ne? Aber wie ist er das gemacht? Nur die Frage, ob man das hinkriegt, drüber zu springen. Und dann ist quasi nicht, dass hier noch nur irgendwo so Abgang ist. Ey! Nimm dein fucking Schild hoch. Seh nix. So, müssen wir hier aber aufpassen. Ich glaube, hier konnte man auch noch mal irgendwo Alter, geht doch jetzt mal weg, du dummes Rattevieh.
Flur ist jetzt ist blöd. Enormo und Schuss. Also ich meine, hier wäre noch mal irgendwo so mit Abstand machen können. Ja, hier nämlich, ne? Ist aber die Frage, kriege ich das jetzt theoretisch hin, dort hochzulaufen und zu springen, ohne dabei runterzufallen? Ich tendiere fast hinein. Aha. Jetzt ist aber die Frage mit dem... funktioniert eigentlich, ne? Nein! Hör auf! Steh auf! Ich krieg das nicht hin, so zu hauen und rechtzeitig die Dinge wieder hochzumachen. Auf! Wie viel Energie hat man trotzdem noch? Ja, natürlich. Ich bin der am Arsch, ey. Wie dunkel hier, wenn ich ehrlich bin, jetzt so. Gehen wir jetzt so Monette runter. Hier ist, ja, das ist halt diese dunkel jetzt so, ne? Hier ist aber erstmal nirgends was, wenn man jetzt sagen können, die Aktivität. War jetzt die Rad nur hier, damit du ein Rad war, oder was? Also richtig viel erkennen kann ich jetzt nicht, dass hier noch mal irgendwas Sinnvolles wäre. Kommt hier irgendwo? Dann hier lang, dann gehen wir hier raus. Und dort unten ist dann quasi Bossgegner. Ich würde... Boah! Arschloch! Ich würde... Noch so viel, ey. Ist das irgendwie schwer? Ratten aus Kiste, du wirst nämlich stehen, ne?
schreiben wir jetzt nur noch hin. Vorn auf dem Zugbringer war ja auch in der einen Kiste noch Rad, ne? So, und links Ratte in Kiste. So, dann geht's hier Nebelwand und dann Löcher im Boden aufpassen. Gut. Bossgegner mit Steinrüstung machen, alles klar. So. Rosie Scherbe, die können wir gebrauchen. Jetzt haben wir aber natürlich den Antrieb kaputt gehauen. So, hier geht's aber erstmal nirgends weiter, ne? Wo sind wir herkommen? Und das hier ist hier quasi der andere Weg, wo wir auch schon waren und dann ohne die Ratte geführt. Aber du musst doch dann eigentlich hier irgendwo noch so Abgang sein, oder? Kann auch sein, dass du dann woanders kommst. Weil hier geht's gefühlt erstmal nicht weiter. War hier hinten noch irgendwas? Ein großes Rad war dort. Da ist es aber ja auch irgendwie nicht so richtig weitergegangen, ne? Naja gut, wir kriegen auf jeden Fall 3 Punkte für die Rad, 3 Punkte für den Kanzler. Und irgendwo käme theoretisch noch ein Phantom. Oder wir müssen uns doch dort runterfallen lassen. Dort hinten ist dieser Shortcut, aber die Tür war hier noch zu. Also, das war, glaube ich, auch so ein Ding, nach dem Motto, das lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Und nicht nach dem Motto, es ist verschlossen, du brauchst einen Schlüssel. Aber ich probiere es jetzt trotzdem nochmal aus vorher. Ja. Gucken wir hier noch nur. Mir ist das halt, echt extrem dunkel da drüben, ne? Dass man aber ich meine, es hat die Gewehr, jetzt muss sie hier irgendwo weitergehen. Ich meine, ich habe hier noch theoretisch 2 Optionen, wie ich weitergehen könnte. Aber ich würde fast sagen, ich habe weder auf die eine noch auf die andere Option Lust. Weil die eine Option wäre,
dass ich mich hier quasi runterfallen lasse. Aber da ist mir zu dunkel. Und da bin ich mir nicht sicher, wo ich dann dort lang muss und so. Wir haben ja noch Käse-Dinger, wo man gucken kann, wie tief man fallen kann. Ne? Also hier kann man ja so runterrutschen. Aber die Frage ist, dann fällt man dann unten wahrscheinlich in den Tod. Man kann vielleicht aber auch dort drüber springen. Ich weiß es halt nicht. Wir machen mal Safe Game. Ja. Ja. Jetzt, unabhängig davon, ob das jetzt geht oder nicht, interessiert mich hier jetzt noch was. Wenn ich mich ganz links halte, ob ich dort dann quasi so wie weiter, weil hier, ne, genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Guck mal, jetzt habe ich das Schwert hier quasi beidhändig genommen und mache aber nur 4 mehr Schade. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen lachhaft, oder? So, und war jetzt nicht hier irgendwo diese Tür mit dem Shortcut? Jo. Das nehmen wir direkt mal in unsere Notizen auf. So, jetzt pass auf. Ganglöcher aufpassen. Das hier machen wir mal Zimmer 1 vor. Dann wo große Ratte links runter rutschen, ganz links halten und Shortcut freischalten. Leuchtfeuer. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hoch, setzen uns ans Leuchtfeuer, um nochmal die volle Aufladung zu haben. Die Frage, reiche uns 5 Flaschen? Bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so hundertprozentig sicher.
Man hätte eigentlich auch mal können aufleveln. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, es hackt. 60.000 Seele, das muss nur für A2 Level reichen, vielleicht sogar für 3. Ich weiß nicht mehr, wo ich aktuell bei Seelen pro Level bin. Das reicht sogar für einiges. Was muss? Stärke, Vitalität. Was brauchen wir dann für die Claymore? Haben wir uns das aufgeschrieben irgendwo? Beweglichkeit. Ja, aber zuerst gehen wir in Vitalität und Stärke, würde ich sagen. Ich meine, mehr Schade ist auch immer geil, ne? Haben wir jetzt 2 Level gemacht. Und da haben wir auch 2 Level gemacht, ne? Ha, als der so durch... Welche? So kann er durch den Gang gehen, aber wenn ich schaue, bleibt er jedes Mal an der Wand hängen. Habe ich eben nicht 19 Schade gemacht. Und jetzt mache ich genauso viel Schade, obwohl ich Stärke 2 Dinger hochgelevelt habe. So. Hier müssen wir jetzt tatsächlich ein kleines bisschen aufpassen. Ja, da ist nämlich hier hinten noch enger rum. Wow, 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 wow. Was? An die habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Beziehungsweise ich war ja noch nicht so weit, ne? Ah jo, 1000 Ratte, ey, ich glaub's hackt. Ja, wie soll ich denn sagen? Es hat mich jetzt erst mal hier interessiert, wo wir hierher kommen. Ob es hier irgendwas gibt. Sieht jetzt auf Anhieb erstmal nicht so aus, ne?
Wenn er so ins Leere stößt, so kann er, also ist er viel, wie gestaggert, ne? Da kann er dann viel weniger Stöße im Ending machen. Und stau dann jetzt her, du bist doch noch eine Ratte am Start. Ja, du her, komm. Zack, komm du her. Warum versteckt die sich da hinten? Die will mich doch in eine Falle locken. Das sehe ich doch jetzt schon. Das ist ja schon wieder 2 Ratten am Start. Einen geht man ja schon direkt wieder erreichen. So, hier. Oh, und da. Was geht mit dir ab? Was kann man durch schönes Kabel? Goldharz, nicht schlecht. Bodenlose Kiste. Auch nicht verkehrt. Pfeile. So sind wir doch daheim. Stopp, wie viel haben wir dann von der Satt? Besitz 48. Du mir auf jeden Fall noch ein paar holen. Da haben wir 52 vielleicht, da hätten wir 100. So, und dann tun wir noch ein paar große Pfeile holen. So, und hier können wir, glaube ich, schon aufmachen. Oder auch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich zuerst den Bossgegner hier machen. Dieses Phantom hatte ich auch noch nicht. Das muss ja auch noch irgendwo kommen, ne? Es könnte halt sein, dass das dann kommt auf dem anderen Weg, wenn wir dort irgendwo runterfalle. Aktuell sieht man das Teil hier unten noch nicht, ne? Dass man hätte schon Pfeile, bis sie drauf schießen. So, hier geht's runter. Aber war hier hinten nicht auch noch irgendwas? Warte mal. Hier kann man auch irgendwo runtergehen, okay. Ah, und hier sind wir zu fett dafür, klar. Geil. Oder jetzt sind wir hier hochkommen. Ich glaube, dort sind wir hochkommen. Ne? Und hier geht's runter. Hier geht's noch weiter runter. Eine schwere Armbrust mit schweren Bolzen. Also formulieren wir es mal so. Als ich den das letzte Mal gemacht habe, hatte ich eigentlich verhältnismäßig wenig Probleme mit dem. Aber man muss natürlich sagen, es gibt immer ein erstes Mal. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich hatte irgendwie so ein bisschen gedacht, wenn wir die Quälack machen, oder die, keine Ahnung, dass man dann eigentlich so mehr oder weniger Ah, shit, ich habe gedacht, Rolle ist gut.
Ich weiß gar nicht, wie hatte ich denn das letzte Mal die Technik gemacht? Okay, Schild raus, bringt auch nicht so viel. Ich hätte mir die Waffe eigentlich auch zweihändig nehmen, dann ist das Schild eigentlich links drin. Ich trinke nur was. Auf jeden Fall müssen wir den jetzt... Nein! Auf jeden Fall müssen wir den jetzt mit dem Schwanz abschlagen. Oh, bleib doch mal auf dem Boden jetzt! Wie hatte ich denn das letzte Mal gemacht, ey? Ich war irgendwie die meiste Zeit hinter dem, das war das letzte Mal gar kein Problem. Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass dieser Schwanz schon nicht absinnig. Und wie oft ich den jetzt schon getroffen habe. Jawohl, ja Zeit war. Dann kann er mich nämlich wenigstens schon mal nicht mehr mit seinem Schwanz treffen. Das ist nämlich schon mal viel wert. Das ist mir am liebsten, wenn er die Attacke macht und er mich der nicht trifft. Ja, ist scheiße, aber ich krieg Schwanz nicht, ne? Nein, jetzt hätte er noch Game noch keine kurz Warte. Wow, das war knapp. Och, hör doch auf jetzt.
Okay, Schwanzmädel zum Hauen, das ist dumm, ne? So. Also sagen wir mal 5 Fläschchen erreichen. Aber mehr wäre besser. Sagen wir mal 10 vielleicht. Wäre ganz gut eigentlich. Könnte man aber eigentlich die Rüstung hier noch mal ausziehen. Jetzt machen wir hier mal ein Häkchen bei dem Gaping Dragon. Und dann, wo haben wir den Bossgegner mit Steinrüstung machen. Schwanz abschlagen. So. Und dann wo haben wir das dann hier? Steinrüstung und Waffe beidhändig wird ausreichen, ne? Weil Schild hat nicht so viel getrunken. Gut. Sagen wir mal so. Blitzattacke wäre vermutlich, also Goldharz, auch nicht verkehrt. Dann können wir halt nicht Dracheschwert nehmen. Aber wäre wahrscheinlich an der Stelle tatsächlich auch gar nicht so schlecht. A shame, but no. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht so genau, wo hier das nächste Leuchtfeuer käme. Ich glaube, das war verhältnismäßig weit weg, ne? Ist aber auch ein bisschen die Frage, teleportiere kennen wir uns noch nicht. Das ist halt echt die Frage, ob man nicht besser zuerst in dieses Dark Root Garden oder wie es heißt geht. Was gäbe es dann dort noch für Gegner? Also die Giant Cat 1, 2, 3 und der Great Grey Wolf Sith, oder Sith oder wie er Sith, die würde ich tatsächlich sowieso ein bisschen später machen. Dann hätte man das aber theoretisch Hydra, Golden Demon, Golden Crystal Golem und die Hydra und noch so Black Knight. Und die könnte man ja vielleicht machen. Aber jetzt nicht mehr, da muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Das mag ich jetzt nicht unbedingt. Ja, 10 Flaschen reichen mir jetzt erst nur. Wobei ich tatsächlich jetzt nur vorher noch hier links lang gehen wird.
wo die Ratteviecher waren. Weil dort müsste ja eigentlich noch irgendwo, irgendwann, irgendwie dieser... Ah jo, jetzt sind 3 Ammo. Weil, dieser Phantom, also dieser Kirk, dieses Phantom muss ja auch noch irgendwo kommen, ne? Ja, wollte ich. Weil der gäbe halt auch noch nur 3 Punkte. Ich weiß aber nicht, wo wir den jetzt so herfinden. Kommt der auch noch in den Gang rein? Ah. Ah jo, 3 Stück, weil einer nicht reicht, ne? Alter, sind du 4 Frische oder was? Und ist doch noch einer. Und noch 2. So Loch oder was? Wo geht's du lang? Guck der sie an, die Wichser. Das ist mir aber eigentlich ein bisschen zu eng jetzt. Boah, das traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht. Genau, sie ist die Kollege weggeräumt. Aber das ist alles noch nicht alle. Ich muss jetzt aber langsam reisen hier. Ah, du kam, glaube ich, gekürkt, oder? Irgendwie. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, aber da habe ich mich wahrscheinlich getäuscht, dass der, wenn ich irgendwo Gang hinterlaufe, der dann irgendwie gespawnt ist. Ja, das kann ich nicht. Wenn ich halt jetzt noch wüsste, wo man quasi runterfällt, wenn ich hier durch das Loch falle. So. Viel knapper wäre es nicht da, ne?
Sieht man das, wenn man so hinkommt? Ja, nicht wirklich, ne? Aber das müsste doch eigentlich hier irgendwo dann in diesem Gang sein, oder? Ja, hier ist, ja, gut, das wäre dann nicht so schlimm, ne? Also, man wird natürlich optimalerweise erstmal hier unten ein bisschen aufräumen, bevor wir das Risiko eingehen, aber das ist jetzt weniger das Thema, ne? Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wo man diesen Kirk kann. Bla bla bla. Dann sind wir hier irgendwie herkommen. So, was war hier unten noch? Sind wir hier hochkommen vielleicht? Wasserfall, das ist es wert. Irgendwo, ne, hier sind wir, glaube ich, herkommen, ja. Hier sind wir herkommen. Hier oben haben wir aufgeräumt. Das war hier, wo der Durchgang ist, ne? So, dann sind wir hier ums Eck, haben hier alles aus meiner Sicht erstmal geklärt. Dann hier runter. Dann haben wir auch alles gemacht. Sackgas. Hier geht's nicht weiter. Ja, hier auch nicht. Oh, das ist alles so labyrinthmäßig. Das habe ich hier die Pest. Hier geht's nicht weiter. Waren wir hier unten schon, oder sind wir denn herkommen? Jetzt erstmal nichts. Wo sind wir hier Aachen gewesen? Wo sind wir herkommen irgendwie? Hier war mir nicht nichts bei dem Wasserfall. Da habe ich schon die Wände penetriert. Ey Leute, ne, ich habe jetzt die neue Staffel von Achtsam Morden geschaut. Also war hier so unterm Strich ganz okay, ja. Die erste war, ich schätze, ich muss ein bisschen besser. Aber das Ende habe ich jetzt nicht so nachvollziehen können, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das in der dritten Staffel weitergeht, wenn es so einen gibt. Das war mal doch aber auch schon. Wir müssen doch aber hier irgendwo herkommen sind. Ja gut, wahrscheinlich wären wir dann irgendwo so in die Decke runtergefallen. Ne? Weil, wahrscheinlich sind so irgendwo Leiche runtergefallen. Wo ist dann jetzt dieser Kirk? So, hey, Kirk, ne? Kann man das googeln? DS1 Untiefen Kirk.
Also so wie es aussieht, kommt er nur, wenn der Boski schnell in dem Gebiet noch lebt. Das wäre natürlich jetzt blöd. Das heißt, dann müssten wir uns hier zumindest nur aufschreiben. Phantom Kirk klatschen. Das ging ja mal wieder dann. Was ist denn das jetzt für ein Bullshit? Da hat doch gestanden, das Video geht 2 Minuten, jetzt steht da 33 Minuten. Ich glaube, es hackt. Das machen wir mal rot, das recherchiere ich danach. Ja. Dann gehen wir jetzt nach Schandstadt, wenn wir den Weg finden. Nee, warte. Hey, dieses, mit diesem ganzen Wasser, das in einer durchrauscht, das geht mir aber auch ins Märchen. Das ist dieses Grundrauschen in einer Tour. Jetzt haben wir ja noch nur einen Haufen Seele. Könnte man eigentlich auch nochmal aufleveln, ne? Gibt bestimmt wieder 3-4 Level. Eigentlich, wenn wir eh schon mal da sind, könnte man eigentlich auch noch ein paar Seele poppen. Und noch Level machen. Ach, dann kriegt man doch noch nicht eine Morune. Oder für Beschiss, ey. Ohne Scheiß. Hallo. Die andere tun wir uns nur in der Hand behalten. Dann gehen wir nach Schandstadt. Nach Schandstadt. Ja klar. Ich wollte nämlich jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Item liegt, wenn man hier so ein bisschen rumläuft. Aber das sieht eher nicht so aus, ne? Ja, das ist jetzt wieder das letzte Rotzgebiet, ey.
Ach, guck mal, die Leder, du hast gar nicht gesehen. Ach, jo, jetzt kommt ohne der will ich angerufen. Kennt gerade runterfallen, ne? Hat er mir direkt schon wieder eine Falle gemacht. Weil ich jetzt fairerweise sagen muss, auf diesem Steg zu campen war unabhängig davon nicht die schlauste Idee, die ich jemals hatte. Ach, jetzt kann ich doch der Arschbohrer machen. Eben 5-mal probiert, da hat es nicht funktioniert. War du nicht doch einer von der Satt? Schön die Hämorrhoide auch rausoperiert, du. Eigentlich müsste er mir dankbar sein. Nein! Ey, du musst echt aufpassen. Du wärst nämlich so zurückgeschleudert. Ruckzuck. Oh, der hat dich da runtergeknuppt mit seiner dummen Keule, ey. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Haben wir uns nur notiert, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass sie uns hier nicht runterknüppeln mit ihrem Scheiß Keule Schubinger. Das wäre hier schon eine mögliche Abkürzung, hier runter zu springen. Ne? Ey, Alter, wie viel Energie zieht die dann, du bitte ab? Ich glaub, es hackt. Also hier kann man ja runter. Wird mich halt aber auch irgendwie reizen, mich hier runterfallen zu lassen, aber ich weiß nicht. Wo kommt der denn jetzt her? Wo war denn das? Hier könnte ich mich jetzt runterfallen lassen. Aber
Ja, ey, was willst du machen? Der Anne ist noch am Abnibbeln, steht mir im Weg, sodass ich nicht angreifen kann. Kann ich aber auch allenfalls hier die Leder hoch und dann bin ich wahrscheinlich genauso nass wie davor auch. Jo, und so sind wir ja quasi hergekommen, ne? Kann ich dumm rübergehen? Kann ich die jetzt nur anvisieren? Ey, das macht doch gar nicht. Welche in dem Moment, wo ich zuschlagen will, kommt der Anne angehupst. Also dieses Gebiet, da kriege ich jetzt schon die Kotzerei, wenn ich nur dran denke. Aber ich mache auch irgendwie noch nicht genug Schade. Pass mal auf, jetzt machen wir das nur so. Jetzt beenden wir das Ding. Dann laden wir das hier. Also für das Gebiet, ich brauche nur 4 Schläge, bis die kaputt sind. Das ist zu viel. Ja, egal, Bandit. Soll eine A-Recht sind. Eigentlich egal jetzt erstmal. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo dann doch noch den Kirk finden. Ah ja, gut. Das heißt, da müssen wir ja gar nicht so extrem weit gehen. Ich weiß jetzt zwar nicht so genau, von wo er kommt. Kann ich nur hier von links oder von oben? Ah ja, super. Okay. Danke für den Zap, Basti. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt kurz hoch zum Leuchtfeuer. Wo ist denn eigentlich... Ich hatte doch eben 4 Flakos. Warum habe ich denn jetzt 2 mehr? Weil ich den Kirk geklatscht habe, oder was? Und gehen wir mal hier ans Leuchtfeuer, entfache das, dann haben wir 10 Fläschelger. Aufsteigen, entfachen. Eigentlich schade, ne? Jetzt habe ich jetzt 2 dazu geschenkt bekommen. Aber wenn ich das jetzt entfache, dann bin ich immer noch nur bei 10 Flaschen.
Bin nur gespannt, wie weit die Gegner und Radomir da hinterherlaufen. Ich hoffe nur nicht so extrem weit. Nein! Bleibt der Dolchbohrer an der scheiß Säule hängen? Ich glaube, es hackt. Müssen wir hier jetzt nur kurz warten, nicht, dass die Rad uns jetzt hier doch irgendwie nachher geschlappt kommt. Weil ich will jetzt hier die Steinrüstung ausrüsten. Eigentlich könnten wir ja jetzt dann auch mal ausprobieren. Haben wir noch Goldharz? Ne, haben wir nicht. Hätten wir müssen auch bei dem Händler kaufen, ne? Haben wir jetzt nicht dran gedacht. Goldharz wäre bestimmt der Shit gewesen jetzt hier. Kannst du den jetzt mal anvisieren? Gibt's ja nicht. Stark, Junge, stark. Friss Steine. Und gib mir deinen Schwanz. Nein! Bleib stehen! Stopp! Ich bin nicht so schnell! Nicht hochspringen, nicht hochspringen! Nein! Nicht. Oh. Ich komm doch so hoch nicht. Vorbei. Ach, jetzt muss er wieder zeigen, was er kann. Ja, solange du mit deiner Hauer sehr schön an mir vorbeihaust, ist mir alles recht. Jawohl, du dieser abte Schwanz. Mir ist er, meine Trophäe. Ui, das war eng. Fast hätte er mich erwischt, ne? Ah jo, nur weil der mir mit seiner riesen Pfote bis sie auf den Fuß drauf dreht, kriege ich da Energie abgezogen. Ist nicht zu glauben. Arschloch. Bleib um jetzt. Wenn du in der Luft bist, kann ich dich doch nicht treffen. Weil der nur vorne geht, kriege ich Schade. Das macht Sinn. Ha! Scheiße war's. Hast du keinen Schwanz mir zum Hauen, ne? Nein! Komm. Put. Sehr stark, Junge, stark. Ich bin auch extrem gut im Vorbeihauen. Ach, einer habe ich noch. Weg. Düdüm. Bleib stehen. Bleib doch jetzt mal stehen. Immer dieses Hochspringen, ey.
Nein, ich stehe nicht. Was für ein Klick war, der geht Zielwasser getrunken, ey. Bleib nur stehen, da ist doch niemand. Tschüss. Das ist auch Zeit war. Was ist denn das so groß für eine Tür? Kann man die auch aufmachen? Die sehe ich ja jetzt erst. Ne, kann man nicht. Das sind noch nur Stäbchen. Ei, gut. Jetzt würde ich fast sagen, reinvestieren wir unser Säbel nochmal. Ach Gott, du hast mich jetzt wieder verlaufen. Kommt man hier nicht um die Ecke genau und dann dort links hoch, oder? Also, ohne. Ah, die habe ich nie gedacht. Bin ich ehrlich. Wäre denen wahrscheinlich auch lieber gewesen, wenn ich nie dran gedacht hätte. So, du war doch noch eng. Tschüss. So. Jetzt gehen wir uns aufleveln und dann gehen wir noch Mono-Schandstadt. So, und jetzt tun wir noch Seele poppe. So, die 5 machen wir noch. Die andere 6 ist der Notnagel, wenn wir beim Händler stehen und noch Geld brauchen. Mit Warten abbrechen. Ich wollte jetzt nur noch gucken, mit was skaliert denn eigentlich dieses dumme Schwert hier? Nein. Mit gar nichts. Wo gab's noch wo die Claymore? Ach, mach hin. So, dann kommt Kirk.
Ähm... So, aber vor der Untiefen wäre es halt vielleicht echt besser. Vor den Untiefen wäre es vielleicht besser. So, und jetzt suchen wir hier mal Claymore. Wo gab es die dann? Shit. Die Leitung ist nach oben, links, Ausgang, Höhle. Feuerbandschrein, normalerweise ist ein Leuchtfeuer. Shortcut hoch zur Drachenbrücke. Erstes Item vorne rechts ist Claymore. Oh. Ich habe halt wahrscheinlich noch nicht wirklich Rüstung, die nennenswert Feuerschaden abhält, ne? Wenn wir uns die Geschichte hier mal angucken. Feuerabwehr. Steht das so irgendwo hier? Feuer 5, 5, 4. 15, 21. Dann mischte quasi, aber mit der Rüstung bist du halt wieder langsam wie Sau, ne? Geht mir jetzt zurück. Macht das Darkroot, also Finsterwurz Dingsbums. Aber die Katze und den Wolf würde ich halt eigentlich eh noch nicht machen. Das ist man noch zu früh. Aber den Black Knight und die Hydra, die könnten wir halt hinbekommen, ne? Ist aber eigentlich welche, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Rolle spielt, weil so viel Seele gäbe die nicht, dann kann ich natürlich zuerst Schandstadt machen, muss dann eh wieder raus und dann kann ich dann dorthin gehen. Aber ich hätte halt vielleicht ganz gern die Claymore. Wenn ich jetzt Dark Soul 1 Claymore. So, die Claymore hat Regular plus 5, 154 Schade. Skaliert aber 10 mit Stärke, das heißt, du kommt da noch ein bisschen Bonus dazu. Ich weiß aber nicht wie viel. So, dann haben wir DS1 Drachenschwert. Machen wir Dragon Sword. Dann finden wir von dem Wiki-Ding da. So, das hat im Standard 200 Schade. Das wird wahrscheinlich ungefähr aufs Gleiche rauskommen, ne? Ich weiß halt nicht, wie viel Bonus ich bekomme. Für eine Waffe mit C-Skalierung auf Stärke. Sieht man das irgendwo? Haben wir da irgendwas? Das skaliert. Ja, D sind plus 26. Haben wir da irgendwas mit C-Skalierung auf Stärke? Hier. Plus 30. Gut, dann sind wir wahrscheinlich bei 184. Dann wäre es immer noch so, sagen wir mal, 16 Schade weniger.
als mit dem Dracheschwert. Gefallen tut mir die ganze Geschichte aber nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ach, jetzt habe ich nicht aufgelevelt, ich Depp. Was braucht die Claymores für Dings, damit ich es überhaupt tragen kann? 16 Stärke, gut, da haben wir jetzt 24 und 10 Geschicklichkeit, da haben wir 12, das ist beides im grünen Bereich. Aber den Zweihänder haben wir uns doch auch schon geholt, oder? Nee, scheinbar nicht. Aber warum nicht? Ich glaube, ich hatte irgendwie gesagt, jo, brauchen wir nicht. Risiko zu groß, aktuell machen wir nachher. Jetzt sind wir da unten. Könnten wir vielleicht gebrauchen, gucken wir mal. Dark Souls 1. Zweihänder. Der hat auf plus 595. Mit dem würde man mehr Schaden machen als mit dem Dracheschwert, ne? Der ist aber auch halt ein bisschen behäbiger. Das ist halt, das muss man halt auch einfach sehen, ne? Aber ich habe jetzt natürlich auch keine Lust, hier nochmal zurückzurennen. Ich sage es, wie es ist. Da haben wir keine Lust drauf. Da haben wir keine Lust drauf. Jetzt könnte man aber trotzdem auch zusätzlich noch mal gucken, DS1, Schandstadt, Weg. Durch das Tal der Drachen, das haben wir nicht gemacht. Ich will aber nicht, ich will quasi den schnellsten Weg durch Schandstadt. Oder Map wird vielleicht auch gehen. Maps. Schandstadt. Schnellster Weg durch Schandstadt. Walkthrough, 24 Minuten. Du sparst dir den kompletten, ja, aber das ist den kompletten nervenaufreibenden Abstieg über die Holzgerüste. Okay. Hauptschlüssel, den haben wir, jo. Schein. Wissen ja was, das probieren wir jetzt aus. Wir rennen jetzt das. Also wir haben Schandstadt gemacht, das war auch gut, dass wir das gemacht haben. Da hat es hier Punkte und so Kram gehabt, ja. Normalerweise, wenn diese Metzger 3 Punkte gäbe, dann dürfte die jetzt eigentlich nicht mehr auftauchen. Jetzt ist nur die Sache mit den Hunden dort. Das ist mir ein bisschen zu risky. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Piano machen.
So, da war doch noch ein Hund. So, das wird immer geklärt. So, das ist ja irgendwie die Tröpfchen hier, ne? So, das war, glaube ich, auch nur 2 Hunde. Gehen wir jetzt erstmal da hin, ne? Ich kann schwören, hier waren 2 Hunde. Und nicht nur eine. Könnte ich echt schwören. Kann auch sein, dass der andere Hund hier oben war. Sehe ich jetzt gerade keinen Hund. Dann machen wir mal so, als wäre kein Hund da. Hi Dominik. Jo, das ist hier jetzt erstmal nur Trainingsrun. Ich habe hier die Untiefen heute gemacht in diesem Run. Also von hier runter inklusive dem Gegner dort. Und bin dann Schandstadt rein. Da bin ich jetzt am Anfang einmal gestorben. Und deswegen habe ich jetzt eben mal geguckt, was denn gegebenenfalls ein guter Weg wäre durch Schandstadt. Und da haben sie jetzt gemeint, es wäre vielleicht der günstigste Weg, wenn man den anderen Weg nehmen wird. Das heißt, durchs Drachental rein. Ich habe irgendwie immer so in Erinnerung gehabt, als wäre das ein schwerer Weg, aber ich will ihn jetzt mal ausprobieren, damit ich dieses Holzgerüst skippen kann, das mir auf den Keks gegangen ist eben. Und wenn wir dann ja eigentlich eh schon mal dabei sind, kann ich mir auch hier nochmal gucken, ob ich mir noch die Claymore hole. Das ist ja eigentlich die Waffe, mit der ich das meiste von dem Spiel bestreiten möchte. Mit weniger Ausnahmen. Ja, also es läuft ganz gut. Ich würde sagen, so auf dem Weg zu den ersten 50 Punkte sind die Gargoyles eigentlich so ein bisschen die Sollbruchstelle. Glaube ich. Kannst du mal ein bisschen schneller laden, danke. So, dass die Gegner nochmal resettet wäre. Weil, also ich weiß, wie ich die machen muss, aber manchmal passieren da komische Dinge. Und ich muss halt irgendwie gucken, dass ich den ersten Gargoyle so schnell kaputt mache, dass ich nicht gegen 2 auf einmal kämpfen muss. Zumindest nicht gegen 2 auf einmal längere Zeit. So, jetzt ist, was ist wichtiger? Geschwindigkeit oder Feuerabwehr? Das Item bräuchte man. Wenn ich jetzt gut Feuerabwehr habe, dann bin ich langsam wie Sau. Ach jo! Es hieß in der Ecke, trifft der mich nicht. Du Schisto! Ach, leck mich doch. Warum trifft er mich dann jetzt dort in der Ecke? Geh mir jetzt mal nicht auf den Sack, da! So, jetzt gehen wir hier raus. Und dann legen wir mal Safe Game an. Dann können wir zumindest mal ausprobieren. Dann können wir zumindest mal ausprobieren.
Import. Da können wir zumindest mal ausprobieren, ob wir mit diesem Teil hier schnell genug sind. Ich meine, vom Rennen her geht's ja einigermaßen. Alter! Also... Warum habe ich denn da jetzt so viel Schade bekommen? Also bei dem ersten Feuerstoß kaum und bei dem zweiten die komplett Energieleist weggeschwart. Wie war denn das? Gargoyles. Wie kommen wir dann von hier am schnellsten zu denen? Naja gut, wahrscheinlich halt wirklich über die Feuerbahn schreien, ne? Weil ich bin gerade überlege, dort war ja ein Händler, ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob dieser Händler ob der Ring verkauft hat. Gegen Feuerschaden. Ich meine, wenn ja, ist halt das nächste Problem. Kann ich mir den jetzt wahrscheinlich so nicht leisten. Der wird ja wahrscheinlich mehr als irgendwie 2000 oder so kosten. Ich meine, was wir uns aber auf jeden Fall noch holen können, wäre außerdem auch der Zweihänder. Ich habe schon gedacht, ich falle hier nicht tot, ey. Die Ecke, die ist echt ein bisschen scary. Wenn wir jetzt eh schon mal dabei sind, könnte ich mir aber tatsächlich hier 8 Zweihänder holen, oder? Ja, das ist alles in Ordnung. Du kannst gleich auftauchen und in der Zwischenzeit gehe ich schon mal da runter. Ich bin mir nur nicht mehr so sicher, wo war der dann? Der war an irgendeinem Baum, ganz weit hinten. Aber oben oder unten entlang? Also hier schon mal nicht. Hier auch schon mal nicht. Hier wahrscheinlich. Ja. Dann kann man den Weg quasi zurückrennen. Kann dann hier hoch. Außerdem kann man hier hoch. Dann kann man hier rüber. So, dann springen wir hier runter. Wow. Wo kommst du dann jetzt her? Ach, fickt euch doch. Ganz hier runter wäre sie jetzt nicht in die Luft kommen, oder? Kann man du was verstärken?
schade. Hat der Kollege du jetzt von denen... Alter, du sind doch jetzt nirgends mehr welche. Ach, die sind von oben runtergekommen, gell? Das erklärt einiges. Was wollte man machen? Bei den Gargoyles gucken, ob der einen Feuerring hat. Warte mal, Gargoyles waren hier hoch, ne? Man muss halt fairerweise sagen, ich bin jetzt aktuell ein bisschen übermütig unterwegs. Weil ich hier eigentlich für das Gebiet jetzt schon wieder der Ticket zu stark bin. Aber man muss halt fairerweise sagen, die Menge macht es dann doch irgendwie wieder, ne? So, wo war jetzt der Händler? Ah, der war, glaube ich, im Glockenturm, ne? Auf der Zwischenebene im Glockenturm war der, meine ich. Ich meine, der hätte Feuerring gehabt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Zumindest, oder war es eher gegen Gift? Irgendein Ring hat er gehabt. Gegenstand kaufen, Ring. Ah ne, Blut war's. Ah, scheiße. Und außerdem kostet der 15.000. Wer soll sich das dann leisten können? Wäre natürlich für Schandstadt ein geiler Ring, muss man halt jetzt fairerweise sagen, ne? Aber wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die 15.000 kriegen wir jetzt so nicht zusammen. Das Einzige, was man machen kann, man kann ihn kaputt hauen und hoffe, dass er den nicht droppt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Männer, der hat was drauf. Machen wir Speicherstand. Und da gucken wir mal, was er drauf hat. Was er Zahnbelag. Hätte man sich keine sparen, ne? So, und wenn wir jetzt eh schon mal hier sind. Also jetzt nehmen wir hier, was weiß ich, Finsterwurz, bla. Samu.
Feuerbandschrein. Untoten ganz hinter. An. Wie nennt man das? Nennen wir das mal Grabstein. Links rum zurück. Zu Leuchtfeuer. So, jetzt wollte ich aber gucken hier oben mit den Ringen. Kugel, Schädellaterne eintauschen. Schädellaterne eintauschen. Wir haben aber keine Schädellaterne. Das nächste wäre jetzt könnten wir eigentlich den einen Black Knight machen, den wir geskippt haben. Für den müsste man eigentlich jetzt stark genug sein. Außerdem könnte man mal gucken, man könnte so ein bisschen Menschlichkeit nehmen. Um eine höhere Drop Rate zu haben bei Gegenständen. Wo laufe ich denn jetzt lang? Das ist richtig, oder? Jo. Wäre jetzt eigentlich hier in die Richtung ganz gut. Weil wenn wir hier runter gehe, ist es quasi Shortcut. Dann kommen wir hier zu dem Black Knight. Ja, das hat mir gut gefallen, dass der runtergehüpft ist. Bin ich einer von denen 5 Bogenschütze Heinz ja weg. So, links war glaube ich noch so Lanseträger, aber zuerst machen wir dann den weg. So, und dann so. Hüllehose. Nein, Hüllenhelm. So, und jetzt machen wir mal oben den Black Knight. Der war tatsächlich ein bisschen tricky. Ah jo. Haben wir dem sein Großschwert kriegt, oder? Was kann das? Oder nicht? Habe ich so schnell weggedrückt, habe ich jetzt nicht gesehen. Oder war es Speer? Großaxt des Drachenkönigs. Zweihänder, Schwert. Ich habe doch jetzt irgendeine Waffe von dem bekommen. Vielleicht war es das Schwarzritterschild. Nee, das war das wie Waff.
Zweihänderschwert. Ja, das weiß ich dann auch nicht jetzt. So, ist egal. Die 3 Punkte können wir uns nochmal aufs Revers heften. Oh, falsche Richtung. Jetzt könnte man vielleicht den Titanit-Dämon ausprobieren, ne? Nur die Frage, ob man da schon irgendwas haben, was man dafür gebrauchen können. Wenn ich mich bei dem anderen Typ läutern lasse, dann wird aber der André nicht wieder zum Leben erweckt, ne? Also es ist quasi todestodmäßig. Die Tür ist alles noch zu, das heißt, den Ring kriegen wir sowieso schon mal noch nicht. Warte mal. Gegen die Titanit-Dämonen war ja, glaube ich, so Keuleschwinger ganz gut. Großaxt des Drachenkönigs. Aber das Einzige, was in die Richtung geht, ist eigentlich 50, ja, ist klar. Ist eigentlich der Schmiedehammer und der macht halt genauso gut wie gar keinen Schaden. 87 plus 31, das ist nichts. Gar nichts. Schweren Versuch ist es wert. Reihe 20, schade. Hauen wir nochmal ab. Jetzt wechseln wir aufs Dracheschwert, dass wir vergleichen schon, was das Schade angeht. Dann haben wir auch hier genug Zeit, was zu saugen. Und dann gucken wir, ob wir da jetzt mehr wie 23 Schade machen. Vermutlich schon, weil so schwer ist es hier nicht, ne? Jo, 71. Bleibst du jetzt nur stehen? Weil ich jetzt an der scheiß Säule hängen geblieben bin. Schon wieder! Warum bleibt man da nur in einer Tür hängen? Soll ich den Rotz kaputt hauen, dass ich mich bewegen kann?
So. Jetzt haben wir erstmal den Titanate Demon auch. So, jetzt können wir ein bisschen weiter runtergehen. Wann war denn das? Untiefen. So, dann können wir nämlich die zwei machen. Jetzt pflanzen wir uns oben noch mal ans Feuer, dann kriegen wir nämlich noch ein paar Gehör. Ich aber eigentlich gut ins Berserkhammer gehe. Ey, ich könnte schwören, dass ich dort gestanden habe. Ich habe so eine dumme Waffe bekommen. Panzerdrescher. Nee, ich habe so nichts gekriegt. Aber ich könnte echt schwören, dass dort gestanden hätte, ich hätte die Waffe von dem gekriegt. Shit, ey, ich hab echt gedacht, ey, Schlag reicht. Ich habe 3 gebraucht. Noch ein bisschen näher kommen. Und da habe ich jetzt nur 2 Schläge gebraucht. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Vorher habe ich immer 3 gebraucht. Da habe ich auch wieder 3 gebraucht. Aber ich glaube, so weit muss ich gar nicht. Ich glaube, der Abgang sozusagen, der ist hier viel weiter vorne, oder? So ist er das. Eigentlich müsste ich hier auch gar nicht runtergehen. Ich habe hier den Havel gekillt. Das heißt, wenn ich bei dem auf den Türchen rausgehe und dann bin ich hier quasi automatisch und direkt hier. Also komme ich da unten raus bei der Hydra. Aber ich will ja diesen Black Knight machen. Und der ist hier oben irgendwo. Ich weiß nicht so genau wo, aber der ist hier irgendwo. Ich weiß nur nicht genau wo. Der muss hier irgendwo links in der Höhle sein. Und ich meine, das wäre irgendwo ein Leuchtfeuer oder sowas. Den wir jetzt hier schon übersehen haben. Nee, ne? Das ist glaube ich nichts. Hier vielleicht nicht. Der wird dann wohl noch eine Ebene tiefer kommen. Hier entlang vielleicht? Weil in die andere Richtung geht es ja quasi schon wieder Richtung über. So würde ich jetzt nur ungern gerne kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Hier, guck mal, da vorne, da ist doch Platz. Da wäre gut, stellvertretend kämpfen.
kommt er? Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Boom, Arschbohrer, geil. Aua. Nein. Ich wollte mal Ausdauerleiste aufleveln und habe deswegen das Schild runtergenommen. Tschüss. Wo ging es jetzt hier unten noch weiter? Weil ich habe gedacht, zu dem anderen, zu diesem Becken mit der Hydra, wird es dort drüber weitergehen. Und hier war doch irgendwo ein Leuchtfeuer. Ich weiß gar nicht mehr, wo kommt man hier raus bei dem Leuchtfeuer? War das hier bei der Drache? Nee, ne? Ja, doch. Ich glaube, das ist bei der Drache, wo man da rauskommt. Die Drache sind aber noch nie großartig. Aber wir gucken trotzdem nur das, dass ich nicht nochmal sicher wisse. Ja. Das ist genau dort, wo ich gedacht habe, dass es ist und wo ich nicht hin will. Und jetzt haben wir aber auch schon 66 Punkte. Das ist schon eigentlich ganz geil. Jetzt gucken wir mal, wo es hier links weitergeht. Ah, in der Tod. Da geht's noch. Und das ist aber Sackgasse, ne? Ja. Graswappenschild. Das Graswappenschild ist, glaube ich, ganz gut für Ausdauer, ne? Ja. Deswegen können wir das eigentlich jetzt unsere zurückschnallen für unsere Ausdauer. So, und jetzt gehen wir hier hin. Jetzt wäre es quasi ganz gut, zuerst nur die Golems hier wegzuplatsche, wenn wir das einigermaßen hinbekomme und der nicht der Dash runterklitscht, wie so Runk. Das war eng. Fast hätte er mir eng gedachtelt. Das hätte bestimmt drin gehauen. Eine Blicke hat ewig, jetzt zu. Jawohl. Ach! Die Hydra klatscht die Ach. Ja dann, ihr Leid, kommt nur schön daher, wo die Hydra hinschießt. Die Hydra kann man helfen, ne? Ist nur die Frage, was mache ich jetzt mit dem rechts? Der ist relativ nah bei der. Das fällt mir nicht so gut.
Ja, durch den Baum durch, klar, durch Luft. So, jetzt gehen wir hier rüber. Wir müssen uns jetzt irgendwo verstellen, wo die uns nicht trifft, ganz gut. Das muss hier in der Ecke sein. So, jetzt ziehen wir uns Steinkram an. Nehmen wir das Schild in die Hand. Und rennen dort drüber. Ja, und jetzt wie viel Gas. Nein, Baum im Weg. Ah, ich habe gedacht, die schießt wieder an mir vorbei, weil sie dumm ist. Ja, sie war nicht so dumm, wie ich gedacht habe. Hält auf. Man sieht halt nichts, ne? Nein! Warum macht er jetzt so Scheiße? Ich traue mich schon nicht so weit runter, weil dort der Abgrund ist. Wobei habe ich schon gedacht, er kriegt zwischen den Tod. Er sieht halt kurzzeitig nichts, ne? Das ist halt immer ein bisschen die Krux. Hier nix.
Guck mal, das wird jetzt hingebissen. Da steht gar niemand. Null. Siehe die vielleicht jetzt ein bisschen schlecht, weil so viele Köpfe fehlen oder was? Wenn die jetzt laufen, den Bash attackieren, kriegen ich die doch hier kaputt. So, jetzt noch A-Kopf, ne? Nein, jetzt komm, greif an. Sehr gut. So, die Hydra hätte mal A. Und die so. Jetzt könnte man ja quasi noch dorthin den Golddämon machen. Ich tue mir hier gerade Safe Game anlege, weil das letzte Mal, da bin ich hintergelaufen, da war er irgendwie nicht da. Warum auch immer. Dann müsste ich hier wieder komplett vorlaufen und so könnte ich dann... Komm, wir machen aber wenigstens irgendwas, wo wir uns ein bisschen bewegt hätten. Wo gab's dann eigentlich diese Rüstung, dass man weniger Giftschade bekommt? Jetzt könnten wir uns theoretisch auch den Giftring holen. Ich weiß halt nicht so genau, ob das jetzt eine gute Investition ist oder nicht. Und es ist halt auch so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt diesen Giftring hole, wie viel Gift hält der jetzt tatsächlich ab? Das tut schon weh, ne? Ja. Ja. Wieder genau den Moment abgewahrt, den ich nicht gebrauchen kann. Giờ lời ta xanh sẽ mất quất. My heart and beats. Das war das letzte Leuchtfeuer, an dem wir gehockt haben. Das könnte das beim André gewesen, oder? Ja. Sehr gut. Weil jetzt... Du, welche was, ist jetzt egal. Wir holen uns jetzt diesen Ring. Wir holen uns jetzt einfach den Ring. Und dann sehen wir ja, ob der was bringt oder nicht.
Sag mal, kommen die mit der Luft? Doch immer eine dumme Idee durchzurennen, ne? Zumindest an der Stelle. So. Ist die Frage, brauchen... Ja gut, wir müssen eh da durchlaufen, ne? Von daher... You are welcome anytime. It is only human. So, und jetzt war nur, wo ging es jetzt lang? Ah, Feuerbandschrein, dann runter, hoch ins Drachetal. Und dann geht's quasi von dort weiter. Da müssen wir wohl noch gucken, wo wir diesen, diese Laterne, diese Bodenschädellaterne herbekomme. So, jetzt passen wir auf, wo wollte ich jetzt hin? Ah, Drachental. So eng. Tatsächlich. Boss, yeah. Oh yeah. I think I'll be. So, Oh ja. really? But I'm on the only. Oh hello. I'm pleased to see you safe. Oh, and if by chance, I'll be pleased to assist you by sharing my spell. Yeah, wonder. I'm sure that. Here. First, take this. A flame from the Great Swamp. Well, let's get started right now. Gegenstand kaufen. Ja, der hat nur Zaubersprüche, ne? Ja. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you? So, dann pflanzen wir uns hier hin. Der bekommen wir immer noch nichts zu bieten. Dann müssen wir hier runter. Ja, das sind halt so zwei
große, riese Viecher im Weg, wenn ich das richtig im Kopf habe, die auch ganz gut drin hauen, ne? Weil dann wäre nämlich das hier der bessere Weg Richtung Schandstadt. Und ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass dort auch irgendwo noch eine Truhe war, kurz vorm Toresschluss. Und mit dieser Truhe hätte man vielleicht besser nacheinander rausgezogen mit dem Bogen, ne? Ich glaube, man muss gar nicht hundertprozentig hinter die. Ich glaube, es ist fast besser, wenn du so ein bisschen versetzt zeitlich hinter denen stehst für den Backstep. Ich meine, hier waren 2 Stück, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir holen zusammen das Schild raus. Ja, sieh, da ist nämlich noch einer. Mir ist hier in dem in dem Gang fast ein bisschen eng, wenn ich ehrlich bin. So. Aber so Leuchtfeuer war hier halt auch nicht am Start, ne? Weil hier war doch irgendwie kurz vorm Ausgang war ein Truhe. Und der Truhe gab irgendwas Wichtiges. Genau, Schlüssel. So, und hier machen wir, würde ich sagen, beim nächsten Mal weiter. So, ich muss mal kurz überlegen. Am Samstag weiß ich schon nicht hundertprozentig, ob es klappt. Es könnte sein, dass ich mich da mit jemandem treffe. Aber am Montag, ich muss mal kurz in den Kalender gucken, ich habe dort Termin in Heidelberg. Ich weiß nicht so genau, wie viel Uhr der ist. Ja, das könnte sein, dass das nicht klappt. Der Termin, der ist zwar irgendwie um 3:45, aber da habe ich meistens so Stunden, anderthalb Wartezeit und so. Das heißt, wenn wir dann, sagen wir mal, wenn ich klicke und um 17 Uhr da rauskomme, dann bin ich um 18 Uhr auf jeden Fall noch nicht daheim. Also, wir müssen mal gucken, wie es klappt. Also Samstag weiß ich noch nicht sicher. Montag könnte eng wäre, eher nicht klappen. Aber ja, wir müssen halt einfach gucken, ne? Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt erstmal eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann irgendwann demnächst wieder, ne? Bis dann. Ciao.